Probefahrt durch die Nürnberger Südstadt. Tim Ponnert und ein fast 6.000 € teures Mountainbike. Ein paar Stunden zuvor. Da steckt das Rad noch in Einzelteilen in einem Karton. Tim soll alles zusammenbauen. Er ist im 3. Lehrjahr. Jetzt muss der Azubi den Überblick behalten. Ja, man muss es schon etwas im Blut haben, das Ganze. Aber vieles ist auch einfach dann angelernt. Man muss es einfach die Technik spüren und dann funktioniert es. Außerdem bringt der 23-Jährige eine andere wichtige Fähigkeit mit. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Die angehenden Zweiradmechatroniker lernen in dieser Zeit, Räder zu montieren und zu reparieren. Besonders wichtig die Laufräder, also Vorder- und Hinterrad. Entscheidend ist beim Fahrrad, dass das Laufrad zentriert und ohne Schläge läuft. Oft schätzt man dem Laufrad zu wenig Wert. Und wenn das Laufrad in Ordnung ist, ist das wirklich eine super Sache. Dann läuft nämlich später alles rund. Tim arbeitet konzentriert. Das Fahrrad kostet fast 6.000 €. Da muss am Ende alles stimmen. War auch am Anfang nicht so ganz einfach für mich, weil ja, allein das Laufrad ist sehr teuer. Da macht es natürlich noch mehr, sagen wir erst, ja, noch mehr Spaß an dem Ganzen zu arbeiten, weil man muss wirklich darauf aufpassen, dass es auch richtig gemacht wird. Also das ist auch ein heikler Job, sage ich mal. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Handwerkliches Geschick, mathematische Kenntnisse, technisches Verständnis. Im Internet unter ARD Alpha Ich Mach's gibt's mehr Infos zu diesem und vielen anderen Berufen als Video zum Download und als Podcast. Tim kann die Räder jetzt einbauen. Sie laufen rund. Als nächstes kommt die Schaltung dran, ein weiteres heikles Kapitel. Denn auch hier soll später mal nichts haken und hängen. Tim hat nach seinem Abitur erst mal angefangen zu studieren, sich dann aber doch für eine Ausbildung entschieden. Ich bin eher der Praxistyp. Und mein Fahrrad hatte ich schon mit 14 habe ich schon angefangen selbst zu schrauben. Also ich habe schon immer geschraubt eigentlich. Und von daher war jetzt einfach Fahrrad so meine erste Wahl. Und mir macht es einfach total Spaß. Reinhold Abt ist Tims Chef. Er hat sich vor vielen Jahren mit einem Radladen selbstständig gemacht und sich seinen Berufstraum erfüllt. Eines weiß er sicher: Räder haben Zukunft. Es ist ein sehr großer Fortschritt im Fahrradbereich und es wird sich jetzt auch weiterhin verändern im elektronischen Bereich über diese E-Bikes. Also von daher ist der Wille zum Weiterlernen und Dazulernen auf jeden Fall wichtig. Aufsitzen für eine erste Probefahrt, immer ein spannender Moment für Tim. Der erste Eindruck: das Rad fährt sich richtig gut. Die Ausbildungsinhalte: Fahrräder reparieren, Montage, Prüfen elektronischer Systeme, Kunden beraten. Die Berufsschule in Straubing. Hierher kommen alle angehenden Zweiradmechatroniker aus Bayern. 2 Wochen am Stück geht es dann um die theoretischen Grundlagen, die in dem Beruf wichtig sind. Aber auch praktische Übungen müssen die Azubis meistern. Auch Tim ist aus Nürnberg angereist. Erst seit kurzem heißt der Beruf Zweiradmechatroniker, weil wegen der E-Bikes auch immer mehr elektronisches Wissen gefragt ist. Die Azubis sollen einen Fehler an einem E-Bike beheben. Über eine spezielle Software liest Tim den Fehler aus. Es scheint an einem Sensor zu liegen.
Bei uns im Betrieb ist es eher so, dass man mit der Mechanik zu tun hat, also wirklich mit den einzelnen Teilen, mit dem Schalten, mit den Bremsen, mit den Federgabeln, wie auch immer. Und hier ist jetzt das Problem, dass plötzlich die Elektronik dazukommt. Also nochmal eine komplett neue Sparte, ein neues Thema. Man muss sich da komplett neu einfinden. Und das macht es wieder mal einerseits interessant, andererseits auch wieder schwieriger. Die nächste Übung. Mein Genick tut weh, ich habe Sattelprobleme, ich schlafe mir öfters mal die Hände ein. Jetzt wollte ich halt gerne auch mein Fahrrad einstellen lassen, Ja, nach meinen Körpermaßen. Ja. Da müsste man sie dann mal vermessen. Genau. Und dann kann man das direkt. Tim und Joshua spielen ein typisches Kundenproblem aus ihrem Berufsalltag durch. Die Radeinstellungen passen nicht zum Radfahrer. Ich muss jetzt seinen Körper vermessen und dann gibt das Programm uns bestimmte Punkte vor, die ich ausmessen soll. Und dann kann das Programm errechnen, was er für Geometrie an seinem Fahrrad braucht. So, Fäustchen. Tim hat alle Daten beisammen. Gleich spuckt der Computer die optimalen Maße aus. Die überprüfen wir jetzt gleich mal am Fahrrad. Und dann schauen wir mal, ob das gleich einer der Schulträger ist. Nach der Ausbildung gibt es für Zweiradmechatroniker verschiedene Wege, weiterzukommen. Die Karrieremöglichkeiten. Meister, Techniker, Selbstständigkeit. Joshua macht bei Mr. Bike in Lichtenfels die Ausbildung. Auch Kunden zu beraten gehört zu seinen Aufgaben. Also hier hätten wir jetzt zum Beispiel schon eins von den besseren Modellen. Das ist jetzt zum Beispiel hier das hydraulische System. Die älteren Modelle, die hatten ja dann noch die Seilzugbremsen, gibt es jetzt immer noch bei Trekkingrädern. Da habe ich halt eben weniger Bremskraft. Ein hydraulisches System ermöglicht mir einfach, die größeren Kräfte besser auf die Scheibe zu bringen. Wir achten dann drauf, wenn Sie regelmäßig einen Kundendienst machen, ob alles mit den Bremsbelägen okay ist, wechseln die Flüssigkeit und solche Geschichten. Also da kümmern wir uns drum. Joshua muss fit sein in Sachen Technik und Zubehör. Ständig kommen Neuheiten auf den Markt. Die Auswahl ist riesig. Hallo, kann man Ihnen helfen? Dann müsst ihr mal die Bremsen nachschauen. Aber nach der Fahrbahn, da zieht sie nicht mehr. Hat sie fast keine Wirkung. Welche? Nur die vordere. Vorderbremse. Okay, so. Okay. Ja, also da müssen wir mal die Bremsbeläge vorne austauschen und das Ganze ein bisschen nachjustieren. Wenn Sie wollen, dann kann ich Ihnen das gleich machen. Ja, sicher. Ja? Der Azubi muss sorgfältig arbeiten. Fehler können schlimme Folgen haben. Zum Beispiel, wenn die Bremse nach der Reparatur nicht richtig funktioniert und der Radfahrer einen Unfall baut. Joshua will nach der Ausbildung seinen Meister machen. Mit dieser Weiterbildung vertieft er dann sein bisheriges Wissen. Vielleicht will der 22-Jährige sogar selber einmal einen Radladen eröffnen. Joshuas Chef Klaus Rübensaal hat sich schon vor vielen Jahren selbstständig gemacht. Im Winter geht es eher ruhig zu im Laden und in der Werkstatt. Im Frühling sieht das ganz anders aus. Der typische Frühling in der Werkstatt für uns total hart. Also so 8 Stunden Tag gibt es doch nicht, weil jeder will die ersten Sonnenstrahlen sind Hausen und jeder kommt mit dem Fahrrad. Da geht schon früh um 7 los, wird geklingelt, obwohl wir Mittag aufmachen, der Verkauf. Und jeder möchte es am nächsten Tag dann haben. Also es ist dann schon Action pur bei uns. Joshua ist fast fertig mit dem Einbau der neuen Bremse. Jetzt noch der Test. Bei solchen Bremsen ist es eigentlich relativ einfach. Man muss auf bestimmte Dinge Acht geben, was ich für Felge habe oder was es jetzt genau für ein System ist. Es gibt halt verschiedene Mischungen von den Bremsbelägen. Bei Scheibenbremsen wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger einfach. Und ansonsten kann man da auch vieles nachlesen und das lernt man halt einfach mit der Zeit. Geschafft. Auftrag erledigt. So, dann sind es 18,50 bitte. 1,50 zurück. Okay. Einen schönen Tag noch. Und Bis zum tschüss. nächsten Mal. Ciao.
Die negativen Seiten. Verletzungsgefahr. Im Stehen arbeiten. Im Sommer Überstunden möglich. Die Firma Velotech in Schweinfurt. Das Unternehmen führt Belastungstests für namhafte Fahrradhersteller durch. Linda Fritz hat hier ihre Ausbildung zur Zweiradmechanikerin gemacht. Heute macht sie solche Tests selbstständig, baut den Prüfstand auf, kontrolliert und wertet die Ergebnisse aus. Sie simuliert Extremsituationen für Räder und nimmt ihre Stabilität unter die Lupe. Erster Eindruck nach dem Belastungstest. Ja, ich sehe jetzt, dass das Hinterrad platt ist. Da müsste man den Schlauch auswechseln. Aber da ich auch gesehen habe, dass der Rahmen oben gebrochen ist am Sitzrohr, muss der Rahmen sowieso abgebaut werden, weil der Test damit beendet ist. Und bei wie viel Kilo ist er jetzt gebrochen? Der fährt mit 115 Kilo und hat 300 Kilometer Laufleistung jetzt hinter sich und hat somit den Test nicht bestanden, weil wir 430 Kilometer fahren müssten. Linda dokumentiert ihre Beobachtungen ganz genau, schriftlich und mit der Kamera. Sorgfältig zu arbeiten ist hier ganz wichtig. Und noch etwas. Für den Auf- und Abbau braucht Linda Kraft. Pro Sack 5 Kilo. Jetzt sind wir mit 2 davon, also sind es 10. Die Fußgewichte, da wiegt eins dann 20 Kilo. Da haben wir auch 2. Und auf der Sattelstütze sind jetzt 55 Kilo. Merkt sie das abends? Ja, wenn man einen anstrengenden Tag hatte, merkt man das dann auf jeden Fall. Aber man wird ja dadurch auch kräftiger. Also der Körper gewöhnt sich dran. Linda arbeitet sich zur kritischen Stelle vor. Wie sieht das jetzt aus? Sieht aus, als wenn es gebrochen wäre. Und es sieht auch so aus, als wenn die Sattelstütze sich mit verbogen hat. Kein gutes Zeichen. Sollte nicht passieren. Im Internet unter ARD Alpha Ich Mach's gibt es mehr Infos zu diesem und vielen anderen Berufen. Johannes Werner steckt gerade mitten in der Ausbildung. Der 20-Jährige soll die Stabilität eines Rahmens und einer Federgabel testen. Viele Versuche laufen über mehrere Stunden oder Tage. Große Kräfte wirken dann auf die Räder. Da muss er alles gut fixieren. Spannende an dem Beruf ist eigentlich, dass man wirklich mal sieht, was Fahrräder aushalten müssen und was auch in der Praxis teilweise an Unfällen passiert und an Materialermüdung. Gleich kann es losgehen. Johannes trifft die letzten Sicherheitsvorkehrungen. Sobald der Test läuft, steigt der Lärmpegel in der Halle. Daran hat sich Johannes inzwischen gewöhnt. Bei Linda steht jetzt ein E-Bike unter Beobachtung. 48 Stunden lang wird die Prüfung dauern. Zweiradmechatroniker. Ein vielfältiger Beruf für Fahrradfans und für Menschen, die handwerklich geschickt sind und Interesse an Technik mitbringen.